Wir haben unsere Hände die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, wo wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Doch nur deine führt mich heim. Gibt's so viele Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Durch die Sterben lebt dein Leben jetzt in mir. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Kreuz hast triumphiert, ich gehöre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. In deiner Nähe, da wird mein Herz ganz weich und du gibst Frieden, Hoffnung, die mich trägt. Und durch dein Leben ist der Tod vergänglich besiegt. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Triumphiert, ich gehöre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Jetzt aufstehen, das Leben ist in dir. Bist du weg zum Vater? Durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jetzt aufstehen, das Leben ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Jetzt aufstehen, das Leben ist in dir. Bist du weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jetzt aufstehen, das Leben ist in dir.
was ist der Mögliche? Da ist Kraft in dir. Wenn ich da unser Haus baust, dann baue mir vergeben. Wenn ich da unser Schmerz drehst, dann bleiben wir hier stehen. Wenn ich da unsere Stadt heilst, dann hoffen wir vergeben. Wenn ich da unsere Freude bist, dann fällt uns deine Sicht. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Du hast den Tod besiegt, uns vor Schuld befreit. Alles um dich erwacht, weil du Leben schaffst. Wenn ich da unsere Stadt heilst, dann hoffen wir vergeben. Wenn ich da unsere Freude bist, dann fällt uns deine Sicht. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Freiheit. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Neues Wort von dir und der Sturm wird still. Du stillst, was tobt uns. Du bist der Frieden. Neues Wort von dir und der Sturm wird still. Du stillst, was tobt uns. Ja, du bist der Frieden. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Freiheit. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Wir brauchen dich, die Sicherheit und deine Gnade. Komm, zeig du dir, dein Königreich ist jetzt da. Es scheint ein Licht in der dunkelsten Nacht. Jeder wird hauen, wenn es sieht. Die Weisheit von Dummen, ein Anstoß für viel. Tiefer als jede Vernunft und Verstand. Es scheint ein Licht in der dunkelsten Nacht. Jeder wird hauen, wenn es sieht. Die Weisheit von Dummen,
überflutet die Welt mit dir. Du gibst Hoffnung, wo kein Weg mehr ist. Wir brauchen deine Nähe, deine Sicht. Du bist der Weinstock, wir leben von dir. Eine Quelle, die nie vergeht. Meins ist korrupt, nicht erfüllt von deinem Geist. Alles wird verbrannt, was nicht Frucht bringt von dir. König Jesus, lass du dein Reich kommen. Komm und überflut die Welt mit dir. Du gibst Hoffnung, wo kein Weg mehr ist. Wir brauchen deine Nähe, deine Sicht. König Jesus, du bist das Licht, das scheint. Komm und überflut die Welt mit dir. Deine Weisheit ist nicht von dieser Welt. Wir brauchen deine Liebe, deine Kraft. Du bist Licht, was den Tag hat gemacht. Dort, wo du bist, wird alles heil. Du bist das Wort, was seit dem Anfang ist. Und wenn du redest, werden wir wahr. Du bist Licht, was den Tag hat gemacht. Dort, wo du bist, wird alles heil. Du bist das Wort, was seit dem Anfang ist. Und wenn du redest, werden wir wahr. König Jesus, lass du dein Reich kommen. Komm und überflut die Welt mit dir. Du gibst Hoffnung, wo kein Weg mehr ist. Wir brauchen deine Nähe, deine Sicht. König Jesus, du bist das Licht, das scheint. Komm und überflut die Welt mit dir. Deine Weisheit ist nicht von dieser Welt. Wir brauchen deine Liebe. dem Lieder singen willst. Und es wäre mega cool, wenn du jetzt einfach mal aufstehst und mitmachst. Gabriela ist da, die macht die Bewegungen. Und mein Name ist Franziska und wir machen jetzt zusammen den Worship. Und das erste Lied ist Ho, Ho, Hosianna. Einige von euch kennen das. Wir fangen ganz unten an und dann geht's los. Ho, Ho, Hosianna, ha, ha, Halleluja. Gott, mein Vater, hat mich lieb, darum bin ich froh. Juhu! Ein bisschen schneller. Ho, Ho, Hosianna, ha, ha, Halleluja. Gott, mein Vater, hat mich lieb, darum bin ich froh. Und noch schneller. Ho, Ho, Hosianna, ha, ha, Halleluja. Gott, mein Vater, hat mich lieb, darum bin ich froh. Juhu! Hey, super. Jetzt sind wir schon ein bisschen warm. Und wir haben ja das Festli vom Buch, können wir uns vorstellen. Und Gott kann unser Festli füllen. Mit allem, was wir brauchen. Zum Beispiel mit Liebe. Oder mit Gesundheit, ist jetzt gerade ganz wichtig. Und dann füllt ihr das Festli, da können wir reintauchen und ein bisschen so hin und her schwadern. Und ein bisschen einschnaufen und wieder auftauchen. Und dann lernen wir das Festli über uns selber und dann über die anderen. Johannes Festli von meinem Buch, Gott führt es mit Liebe um. Johannes Festli
Fässli vom Buch. Gott für das mit Liebe auf. Ich tauche ganz tief drin. Schwadere hier und her. Schwadere her und hin. Bis ich ganz vorbei. Nimm mir Teufelsschnur und tauche wieder auf. Ich lerne mein Fässli über mich. Ich lerne mein Fässli über dich. Ich lerne mein Fässli über alle aus. Ich lerne mein Fässli über mich. Ich lerne mein Fässli über dich. Ich lerne mein Fässli über alle aus. Und das füllen wir noch mit Gesundheit. Ich habe ein Fässli von meinem Buch und Gott will das mit Gesundheit tun. Ich habe ein Fässli von meinem Buch und Gott will das mit Gesundheit tun. Ich tauche ganz tief drin, schwadere hier und her, schwadere her und hin, bis ich ganz vorbei. Nimm mir Teufelsschnur und tauche wieder auf. Ich lerne mein Fässli über mich. Ich lerne mein Fässli über dich. Ich lerne mein Fässli über alle aus. Ich lerne mein Fässli über mich. Ich lerne mein Fässli über dich. Ich lerne mein Fässli über alle aus. Ja, und wir möchten Gott Danke sagen für alles, was er macht. Und wir hören das nachher auch in der Geschichte, dass Gott einfach immer für uns da ist und immer eine Lösung für uns parat hat. Und so singen wir, ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Danke für mein Leben, für jeden neuen Tag. Danke, hast du mir gut gemacht, so wunderbar und einzigartig. Danke, liebst du mich, weißt, wer ich bin. Danke, hilfst du mir zu werden, so wie du es denkst. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott. Ich wollte dir Danke sagen, Gott, an jedem Tag. Ja, danke Gott für heute, an dem Tag und für jeden weiteren Tag. Und ich freue mich jetzt, die Geschichte zu hören. Hey, nein! Franzi! Lernst du schon durch? Ja, Jassi. Mach noch ein bisschen andere Sachen als nur worshipen. Aha! Was denn jetzt noch? Das weisst doch langsam. Geschichte, gell? Genau. Hey! Ciao, Kids! Sehr cool sind wir da wieder zusammen und wir hören jetzt eine Geschichte zusammen, gell? Du, was geht's eigentlich? Hast du den letzten Kids-Livestream geschaut? Klar! Inner! Und was ist schon wieder gegangen? Oh. Doch, ich weiss es noch. Und der Josef, gell? Genau. Der Josef, der hat ein bisschen viel geträumt, gell? Also ein bisschen viel. Er hat einfach geträumt, ja. Und du erinnerst dich sicher, er ist dann auf Ägypten verkauft worden. Ja, ist krass. Von seinen Brüdern, also wirklich. Und dort in Ägypten, ist es ihm eigentlich zuerst recht gut gegangen. Er war beim Potiphar. Und danach ist er aber für ein Verbrechen angeklagt worden und hat ins Gefängnis müssen. Was? Nein, jetzt ist er schon in der Runde drin und jetzt muss er auch noch ins Gefängnis. Ja, jetzt war er dort im Gefängnis und zwar recht lang im Fall. Und dann, weil er aber so ein Guter war, einfach
der Gefängniswärter hat einfach gemerkt, hey, der Josef, den kann man brauchen. Irgendwie ist der anständig und der ist anders wie die anderen. Und dann hat er ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dort ein bisschen eine Aufpasserrolle zu haben. Oh, cool. Auf jeden Fall, weil er die Rolle hatte, sind dann mal so ein bisschen Leute dort gewesen und hat gemerkt, hey, also Gefangene, und hat gemerkt, hey, irgendwie sind die ein bisschen traurig. Und dann ist er zu denen gegangen und hat gefragt, hey, warum sind ihr denn so traurig? Und warum sind Sie denn so traurig gewesen? Sie sind so traurig gewesen, weil beide geträumt haben. Oh, was haben Sie geträumt? Ja, also das tue ich jetzt nicht ganz genau erzählen, aber auf jeden Fall, beide haben einen Traum gehabt, sind völlig traurig gewesen und haben nicht gewusst, was machen. Und der Josef hat auch gewusst, was nachher, gell? Ja, der hat eben gewusst, was machen. Der hat dann gesagt, hey, im Fall, ich kann euch auch nicht richtig helfen, aber Gott, mit dem ich unterwegs bin, der weiss, was eure Träume bedeuten. Wenn ihr wollt, kann ich ihn mal fragen. Oh, und dann hat er ihn gefragt und dann... Dann hat er eben dem einen dann gesagt, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Der war Mundschenk. Ah, Mundschenk, was ist denn das? Das ist einer, der ein anderes Null schenkt. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Mundschenk ist der beim Pharao geschafft hat und der hat ihm dem sein Wein probiert. Den Wein ins Maul geschenkt, vielleicht wegen dem, keine Ahnung. Ah, komisch. Also, Null geschenkt. Nein, Mundschenk. Aha. Also auf jeden Fall hat er dem dann gesagt, als er endlich rausgekommen ist aus dem Gefängnis, also bevor er rausgegangen ist, hat er gesagt, hey, aber Mundschenk, denk dann an mich, wenn du beim Pharao bist und sag dem, dass ich eigentlich im Fall schon ein Netter bin und so und dass ich eigentlich gar nicht in dem Gefängnis verloren habe. Ah, und dann ist er wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Nein, weißt du was, der Mundschenk, der hat den Josef völlig vergessen. Nein, jetzt hat er dann geholfen und vergessen. Ja, jetzt hat er den vergessen und der Josef ist weitere 2 Jahre in dem Gefängnis gehockt, bis der Pharao mal einen Traum hatte. Ah, schon wieder ein Traum. Den Josef gibt es nur einen Traum. Ja, schon wieder ein Traum. Und der Pharao war völlig durch den Wind mit diesem Traum. Und Was war denn das für ein Traum gewesen? also er hat 2 gehabt. Ich will mal einen von diesen 2 erzählen. Er hat irgendwie geträumt, dass so richtig dicke Kühe, 7 richtig dicke Kühe sind aus dem Nil rausgekommen. Was ist der Nil? Das ist ein ganz grosser Fluss, der durch Ägypten fließt. Und die sind dort rausgekommen und dann sind 7 ganz magere Kühe aus dem Nil rausgekommen. Ist denn komisch. Wieso können die aus dem Nil raus? Also jetzt, musst du hören. Okay. Und dann, weißt du, was ganz komisches passiert ist, die mageren Kühe, die haben plötzlich die dicken angefangen auffressen. Das ist wirklich ein komischer Traum, gell? Ja, und der zweite Traum, den er hatte, war eben auch ein bisschen so ähnlich gewesen. Und auf jeden Fall hat er nicht gewusst, was machen. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss wissen, was der Traum bedeutet. Und dann hat er sämtliche Wahrsager und Gelehrte und so weiter hat er zu sich holen und hat denen seinen Traum erzählt. Und? Haben Sie ihnen helfen? Du glaubst es nicht, Jassi, aber keiner vom ganzen Land, von diesen gescheiten Leuten, hat ihm helfen. Hey, nein. Hey, nein. Und dann? Dann ist der Mundschenk wieder ins Spiel gekommen. Ah, der Mundschenk. Der hat er an Josef gedacht, stimmt's? Ja, dann hat er an Josef gedacht und hat gesagt, hey, Pharao, ich habe etwas ganz Gutes für dich. Und zwar, als ich im Gefängnis war, dort bin ich zusammen mit einem Mann, mit einem Hebräer im Gefängnis gewesen. Und der hat mir damals voraussagen, aufgrund von meinem Traum, den ich erzählt habe, dass ich wieder bei dir Mundschenk sein kann. Und Pharao, hol doch den Josef aus dem Gefängnis aus und frag ihn. Hey, und der hat ihn sicher gerade gefragt, oder? Er geholt. Ja klar, der ist sofort, hat den Diener losgeschickt, Josef geholt. Und er hat Josef den Traum erzählt. Er hat erzählt, die sind der dicke Kühe, die sind der schlanke Kühe und so weiter. Ja. Aha. Genau, das hat er ihm erzählt. Und dann hat er gefragt, ja also Josef, du kannst ja jetzt die Träume deuten, oder? Also, was ist jetzt die Bedeutung von diesem Traum? Und? Dann hat der Josef gesagt, ich kann gar nichts deuten. Das stimmt doch gar nicht. Doch, er hat gesagt, ich kann nicht, nur Gott weiss es. Aber ich kann Gott fragen. Ah, stimmt. Das ist ein richtiger Unterschied. Genau. Und dann hat Josef Gott gefragt und hat ihm erklärt, Pharao,
Es bedeutet, dass Gott sagt dir, jetzt kommen 7 Jahre, wo ganz Ägypten mega viel zu essen wird haben, eine gute Ernte. Und nach diesen 7 Jahren kommen 7 Jahre, wo fast nichts wächst. Hungersnot. Und das wird wirklich eine schlimme Zeit. Oh nein! Und dann hat der Pharao Angst bekommen, dann muss er zu seinen Leuten schauen. Ja, der Pharao hat gerade gesagt, oh nein, das kann nicht sein und so. Und dann hat Josef gesagt, hey, sei froh, hat Gott dir diese Träume geschenkt. Weil mit diesen Träumen weisst du jetzt, aha, ich muss in diesen ersten 7 Jahren gutes Essen sammeln, mich gut organisieren, das ganze Land organisieren, Kornhäuser füllen, damit wir in diesen 7 Jahren, wo es eben dann fast kein Essen hat, genug zu essen haben. Oh, das ist ein gescheiter Josef, gell? Weißt du was, das hat der Pharao im Fall auch gefunden. Er hat gefunden, hey Josef, du bist so ein gescheiter Mann. Den tue ich jetzt gerade zu meinem, wie sagt man, gerade das Wort vergessen, zu meinem Assistent oder so. Zu meinem, gerade das Wort vergessen. Ah, ist ja gleich. Auf was? Also auf jeden Fall musste dem Pharao helfen, das Ganze zu organisieren. Hat ihn zum zweithöchsten Mann sozusagen vom Land gemacht, dass er alles organisiert. Und du glaubst nicht, Jassi. Was? Wo die 7 Jahre durch waren, wo die so viel zu essen hatten, war der Josef bereit, alle Kornhäuser waren voll und er wusste, wir schaffen das durch die Zeit von diesen 7 Jahren, die wirklich, wirklich streng werden, weil nichts wächst. Oh, und dann? Und dann passiert im Fall mega viel spannendes Zeug. Was alles? Das tue ich dir jetzt nicht erzählen, weil das kommt erst nächsten Sonntag dran. Nein! Das glaube ich ja nicht. Das wollte ich jetzt wissen. Aber wir tun das erst nächsten Sonntag erzählen. Oh, dann muss ich das unbedingt schauen. Ja. Und weißt du, was ich krass finde, Jassi? Was? Der Josef, überall wo er war, war er ein Segen für die Leute. Im Gefängnis hat er sich so gut, anscheinend war er so gut gewesen, er ist so anders wie die anderen, dass er diesen 2 Männern helfen konnte. Er ist sogar, hat einen guten Posten bekommen und beim Pharao, er hat für das ganze Volk von Ägypten schauen. Krass. Mega toll. Hey, also du denkst sicher kein Experiment, gell? Doch, es gibt eins. Du siehst es jetzt dann gerade. Oh. Okay, also, hey, ciao zusammen. Ich will jetzt Experiment schauen, gell? Ciao zusammen. Ja, hey, Jassi, das war wirklich eine krasse Geschichte gewesen. Jetzt gerade mit dem Laban und den Träumen vom Josef. Und ich habe euch ein Experiment dabei. Und zwar braucht ihr Wassermalfarben, ein bisschen Wasser, Salz und ein Blatt Papier. Ziel ist, dass ihr recht gut viel mit Wasser euer Bild malt und mit Farbe. Ihr könnt verschiedene Farben nehmen. So, und dann nehmt ihr Salz. Ihr könnt grobkörniges nehmen oder auch ganz feines und dort es ein bisschen überstreuen. Ihr könnt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und jetzt seht ihr ein bisschen etwas, vor allem wenn man sich noch ein bisschen Zeit lässt. Und zwar, dass das Salz die Farbe aufnimmt und eine ganz schöne Struktur macht und mega schöne Muster rein. Und ihr könnt es beobachten und am Schluss, wenn es trocken ist, könnt ihr das Salz einfach wegtun. Und genau so, wie Salz eine Wirkung hat auf die Farbe und das Bild noch schöner macht oder einen Unterschied macht, so sind wir auch. Wir Menschen sind Salz, die einen Unterschied bringen. Wir können rausgehen und wirklich einen Unterschied machen, indem wir Salz sein können, dass es noch schöner wird. Und eure Aufgabe ist es diese Woche, dass ihr mal nachfragt beim Abwart oder bei euren Eltern, wie ihr denn helfen könnt beim Laubwischen oder sonst irgendwie oder am Nachbarn etwas Schönes bringen, basteln, Zöpfe backen, irgendetwas, wo ihr was bewirken könnt und dem anderen was Gutes tun könnt. So, und jetzt geht es gleich weiter mit dem Gottesdienst. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und wünsche euch eine gesegnete Zeit. Tschüss!
unsere Hände hoch, richte an unseren Blick aus auf dich. Ja, wo wir sein, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände hoch, richte an unseren Blick aus auf dich. Mit allem, wo wir sein, wenn wir dich preisen, um Tag und in Nacht. Wir haben unsere Hände hoch, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, wo wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Doch nur deine führt mich heim. Gibt's andere Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Durch die Sterben lebt dein Leben jetzt in mir. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Kreuz hast triumphiert, ich gehöre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich.
Am Kreuz hast triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, merkst du dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, merkst du dir. Merkst du dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Bist der Weg zum Vater, durch in die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Du stehst der Sturm um uns, bist der Frieden Fürst. Alles ist dir möglich, Herr, da ist Kraft in dir. Wenn ich du unser Haus baust, dann bauen wir vergeben. Wenn ich du unser Schmerz drehst, dann bleiben wir hier stehen. Wenn ich du unsere Stadt heilst, dann hoffen wir vergeben. Wenn ich du unsere Freude bist, dann fällt uns deine Sicht. Wir brauchen dich, die Segen, Herr, und deine Gnade. Komm, zeig du dir dein Königreich.
Herzlich willkommen im Livestream der Vineyard Bern. Schön bist du da. Ich will alle herzlich willkommen heißen, die gerade live dabei sind, aber auch die den Livestream später schauen. Und besonders möchte ich dich herzlich willkommen heißen, wenn du das erste Mal heute dabei bist. Schön bist du da und schön habt ihr den weiten Weg durch das große Internet hier zu uns gefunden. Wir werden durch eine Zeit im Worship gehen mit ein paar unseren Leuten, mit Silvia, Luke und Evelyn, und dann auch eine Predigt hören von Marius zum Thema in unserer Predigtserie unsere Stadt, zum Thema hinschauen, und werden uns direkt auch unserer Stadt widmen, für sie einstehen und für sie beten. Und ich bin Mareike und ich werde dich durch diesen Livestream begleiten. Lasst uns zusammen nun vor Gott kommen. Vielleicht bist du zu Hause, sitzt auf dem Sofa, dann lade ich dich ein, steh doch auch auf und erwarte, dass Gott kommt in dieser Zeit, da wo du gerade bist. Vater, ich danke dir, dass du kommst, unsere Herzen erfüllst und egal wo der Livestream geschaut wird, dass du die Leute mit deiner Gegenwart erfüllst. Dir gehört alle Ehre. Amen. To me
let your presence fill this place. Et Bachem
Ja, danke, Jesus, dass bei dir das Leben im Überfluss ist. Lass uns Anteil haben an dieser Fülle von Frieden, von deiner Liebe, Jesus. Danke, dass deine Gnade grösser ist als alles. Danke, dass der Zugang zu dir möglich ist, weil du, Jesus, hast alles auf dich genommen. Und der Zugang ist möglich zum Vater. Für das danken wir dir, Jesus. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei dir sein, ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist.
versprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz darf, in deinen Armen darf ich sein. Jesus, here I am, your favorite one. What are you thinking? What are you feeling? I have to know. Jesus, here I am, your favorite one. What are you thinking? What are you feeling? I have to know. For I am after your heart. I'm after your heart. I'm after you. For I am after your heart. I'm after your heart. I'm after you. Jesus, here I am, your favorite one. What are you thinking? What are you feeling? I have to know. Jesus, here I am, your favorite one. What are you thinking? What are you feeling? I have to know. For I am after your heart. I'm after your heart. I'm after you. For I am after your heart. I'm after your heart. I'm after you. And I crown you with my love. 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 Jesus, here I am, your favorite one. What are you thinking? What are you feeling? I have to know. Genau das wollen wir hören, was Gott hört, wissen, was er denkt. Hinter uns liegt eine aufwühlende Woche. Zuerst die furchtbaren Terroranschläge in Wien, dann die Präsidentschaftswahl in den USA, die uns endlos hat warten lassen, und auch die Corona-News, die uns einnehmen und umtreiben können. Ich bin so froh, dass wir gerade in solchen Situationen uns Gottes Perspektive schenken lassen können. Denn Hoffnung, Frieden und Perspektive kommt nicht von einem Joe Biden, auch nicht von einem Donald Trump und auch nicht von sinkenden Infektionszahlen. Diese Hoffnung und den Frieden gibt uns Jesus. Jesus hat seinen Jüngern verheißen, dass er ihnen einen Frieden geben will, der nicht von dieser Welt ist, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Und genau diesen Frieden, diese Hoffnung, diese Perspektive, die von innen herauskommt, die brauchen wir und die braucht unsere Stadt. Und wir möchten heute mit einer God-Story in diese Predigt einsteigen.
Hallo, mein Name ist Franziska und ich wohne im Dorf in der Nähe von Bern. Mir ist Familie und Beziehungen mega wichtig, deswegen bin ich sehr oft am Telefon gewesen die letzte Zeit, um zu telefonieren, um zu spüren, was bei den Einzelnen so geht und habe versucht, sie zu ermutigen. Und natürlich auch im Umfeld, in der Nachbarschaft, immer wieder Gespräche geführt, versucht aufzubauen. Und eine spezielle Situation haben wir die letzten Zeit erlebt, und zwar mit einer Freundin, mit der ich schon länger unterwegs bin. Und sie war so auf der Suche nach einem Sinn, nach der Erfüllung, nach einer Ausfüllung von ihr, wie sie sein kann, und hat verschiedene Sachen ausprobiert und hat mir dann auch darüber berichtet, auch im Bereich der Esoterik. Und ich habe mir das einfach alles angehört. Ich war offen für sie und hatte das Gefühl, ja, sie braucht gerade jemand, der einen Blick hat wie Jesus, der einfach mal hinschaut, hinhört und ihr zuhört. Und dadurch hatte ich auch ein offenes Ohr bei ihr, um immer wieder ihr zu sagen, wie ich das sehe, wie Gottes Perspektive ist, wie ich die Ehe sehe. Und dann kam eine recht schwierige Zeit für sie. Mit der Ehe war es sehr herausfordernd, auch psychisch herausfordernd in dieser Corona-Zeit, wie es ja bei vielen so ist mit diesen ganzen Anforderungen. Und da habe ich ihr einfach ganz praktisch helfen können, mal auf die Kinder geguckt, in Gesprächen. Und gerade unsere Waldspaziergangsgespräche waren mega wertvoll. Und irgendwann kam sie an einen Punkt, an dem sie Nachfragen begonnen hat, nachdem sie mit ihrem Mann auch gefragt hat, wie das ist mit Gottesdienst, mit Jesus, wie ich das sehe. Und wirklich auf einmal eine Tiefe reinkam, die ich kaum erwartet hatte. Und Gott hat da so krass gewirkt. Er hat die Ehe wiederhergestellt, die Sinnfrage total ausgefüllt. Und ich habe erlebt bei ihr, wie sie jetzt einfach Fan ist von Jesus, gemerkt hat, dass er heilen kann und alles andere vorher gar nicht genutzt hat. Und ich selber habe mich eigentlich als ganz klitzekleines Teilchen gesehen, ohne großen Einfluss. Und doch hat es genau das gebraucht, dass es auslöst, dass man mit Annahme und Liebe so viel bewirken kann, dass Jesus dadurch so viel bewirken kann. Und deshalb möchte ich dich auch ermutigen, einfach hinzuschauen in deinem Umfeld, was dran ist, und einfach da zu sein. Es ist so ermutigend. Vielen Dank, Franzi. Es ist so ermutigend zu hören, wie Gott die Geschichte von Menschen neu schreibt, wo wir uns brauchen lassen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und stärken für unseren Alltag. Und deswegen haben wir letzten Sonntag für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen gebetet. Und ich möchte einfach allen danken, die uns ein Feedback gegeben haben. Wir werden weiter an euch denken und weiter für euch beten. Ich habe diese Woche weitere Feedbacks gehört, beispielsweise von einem Mann aus der Vineyard Bern, der einen Termin beim Zahnarzt hatte und während diesem Termin einen treffenden Eindruck hatte und anschließend für den Zahnarzt beten durfte, der die heilende Kraft Gottes dann in der Praxis erlebt hat. Oder eine Frau, auch sie hatte einen prophetischen Impuls für eine Patientin, und das hat die Frau, besser gesagt den Mann, den Patienten so sehr berührt, dass er unbedingt mehr wissen wollte, dass er diesen Frieden auch erleben wollte, der nicht von dieser Welt ist, und sie durfte dann für ihn beten und er hat die Gegenwart Gottes bei ihr in der Praxis erlebt. Es ist einfach begeisternd zu sehen, wie ganz einfache Menschen, normale Menschen wie du und ich, sich im Alltag brauchen lassen und wie Gott die Geschichten der Menschen um uns herum neu schreibt. Menschen, die sich von Gottes Herz für unsere Stadt, für ihre Stadt anstecken lassen und sich brauchen lassen, dass sein Reich sichtbar wird. Denn dort, wo das Reich Gottes hereinbricht, wird seine Gerechtigkeit, seine Freude und sein Frieden sichtbar. Und genau das braucht die Region Bern, genau das brauchen die Menschen um uns herum. Und deswegen wollen wir unserer Stadt dienen. Deswegen verschenken wir uns den Menschen in unserer Stadt, ob das Flamatt, Münsingen, Bern oder Ostermundigen ist.
Es ist die Gegenwart Gottes, die uns bewegt, die Barmherzigkeit und die Kraft Gottes in unserem Umfeld sichtbar zu machen. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist sie voller Geschichten von vorne bis hinten, in denen Gott zum Wohl von Menschen in die Geschichte hineinwirkt, in denen Gott sich Menschen zuwendet und ihre Situation verändert. Und wir werden heute 2 solche Geschichten anschauen. Und wir wollen uns anschauen, wie diese Geschichten begonnen haben. Was war der zündende Funke, der die Geschichte in Gang gebracht hat? Und wir beginnen dabei bei einer der ganz großen Geschichten der Bibel, nämlich dem Volk Israel, das in Ägypten in der Sklaverei war. 400 Jahre zuvor ist ist Josef nach Ägypten gekommen. Er hat dort dem ägyptischen Volk in einer großen Hungersnot geholfen, hat sie durch eine große Hungersnot geführt. Aber 4 Jahrhunderte später haben die Ägypter das längst vergessen. Die Israeliten sind nicht mehr ihre Freunde, sondern mehr eine Bedrohung. Deswegen haben sie versklavt und die Israeliten mussten die Städte für sie bauen. Und damit nicht genug, weil sie sich bedroht fühlen, wollten sie das Volk zusätzlich schwächen und so hat der Pharao befohlen, dass alle Söhne der Israeliten doch getötet werden sollten. Und in dieser schrecklichen Situation hat Gott sich dem Volk Israel zugewandt. Er hat ihnen Mose geschickt, der sie aus der Sklaverei befreien soll. Und den Beginn dieser Geschichte lesen wir im 2. Mose 2, Verse 23 bis 25. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten seufzten immer noch unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Die große Befreiungsgeschichte, in der Gott die Israeliten aus der Sklaverei führt, sie aus der Zwangsarbeit befreit und sie aus dieser Fremdherrschaft rettet, beginnt damit, dass Gott ihre Not sieht, dass Gott ihr Schreien hört und sich ihnen zuwendet. Gott zeigt sich ihnen als El Roi, der Gott, der sie sieht. Vor 3 Wochen hat Gabriela uns ganz eindrücklich die Geschichte von Hagar erzählt, die Sklavin auch, die Gott eben als den Gott erlebt hat, der sie sieht. Und so zeigt sich Gott jetzt dem Volk Israel genau gleich. Er sieht ihren Schweiß, er sieht ihre Tränen, er sieht ihre Not, er sieht ihre Angst, er sieht ihren Schmerz, aber genauso sieht er ihre Bestimmung und ihre Zukunft. Die Zukunft, die sie selbst wahrscheinlich längst vergessen haben. Er zeigt sich ihnen als der Gott, der sie sieht. Jetzt mit dem Sehen ist es so eine Sache. Hast du auch schon mal eine Situation erlebt, wo kleine Kinder einfach richtig gestarrt haben, jemanden angeschaut haben? Das ging auch mir mal so. Meine Mutter hat mir eine Geschichte erzählt, als wir zusammen im Zug waren. Ich war ein kleines Kind, da stand ich vor einer Frau hin und habe die Frau angestarrt. Und nach einer Weile sagte ich laut hörbar für alle im Wagen: Mama, weswegen hat sich die Frau so schrecklich angemalt? Es war großes Schweigen im Zug, die Frau ist ganz rot geworden und meiner Mom war es unglaublich peinlich. Hinschauen, sehen. Und weißt du, mit der Zeit lernen wir Menschen, solche Situationen nicht mehr anzuschauen, nicht mehr zu starren. Wir lernen wegzuschauen. Und das lernen wir aber so gut, dass wir oft verlernen, Menschen wirklich zu sehen. Wie oft ist es dir schon geschehen, dass du jemanden nicht mehr gesehen hast, sei es du bist verheiratet und du hast gemerkt, hey, ich nehme meine Frau gar nicht mehr wahr. Oder du fühlst dich selbst nicht mehr gesehen. Du merkst beispielsweise, hey, die Arbeitsbedingungen von Menschen, die meine Kleider herstellen, das geht mich nichts an und wir schauen weg. Ganz anders zeigt sich Gott hier in dieser Geschichte. Er ist der Gott, der nicht wegsieht. Er ist der Gott, der die Zukunft ebenfalls nicht vergisst, der die Bestimmung der Menschen nicht einfach auf der Seite lässt. Gott sieht die Not
der Israeliten. Er sieht ihren Schmerz und er wendet sich ihnen zu. Und dieses Gott sieht, ist der Startschuss in diese Geschichte. Es ist der Funke, der diese Geschichte zum Laufen bringt, der Wendepunkt für das Volk Israel. Denn weil Gott ihr Schreien hört, weil Gott sie sieht, sendet er gleich anschließend im nächsten Kapitel Mose. Er zeigt sich Mose und sendet ihn, doch einzugreifen und sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Wir kommen zur zweiten Geschichte im Neuen Testament. Dort wird uns Jesus in Matthäus 9 ganz ähnlich vorgestellt. Er ist in der Blüte seines Wirkens. Und wir können den Text jetzt miteinander anschauen. Er zieht durch die Städte und Dörfer. Er lehrt in den Synagogen und verkündet den Zuhörern mit Wort und Tat die Botschaft vom Reich Gottes. In einer Übersetzung heißt es schön, dass es die neue Realität Gottes ist. Wo immer er hinkommt, heilt er die Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Und dann lesen wir im Vers 36. Und in dieser Situation, als er die vielen Menschen sah, hat er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Die gleiche Geschichte wird uns auch in Markus 6 erzählt. Dort lesen wir, dass Jesus sich mit seinen Jüngern zurückziehen wollte. Sie gingen auf ein Boot und wollten an einen ruhigen Ort gehen. Doch als sie das taten, als sie dort ankamen, wartete bereits eine große Menge auf sie. Und ich habe mir vorgestellt, wie das für die Jünger war. Na, sie kommen da zum Hafen, wollen anlegen und denken, nee, ist jetzt aber nicht wahr. Schon wieder eine Menschenmenge. Jesus, ich habe mich so gefreut, alleine mit dir zu sein. Etwas Zeit unter uns zu haben, durchatmen zu können. Wir können ja nicht mal essen. Aber was hat Jesus in dieser Situation gesehen? Er hat nicht die Menge gesehen. Er hat nicht die Arbeit gesehen, die vor ihm liegt, sondern er hat den einzelnen Menschen gesehen. Und in diesem Text beschreibt uns Matthäus dieses Sehen von Jesus, was mit ihm geschieht, ganz eindringlich. Er sucht ein neues Wort, er schafft ein neues Wort hier an diesem Ort, das nur im Zusammenhang mit Jesus gebraucht wird. Griechisch heißt es splanknizomai, was so viel bedeutet wie, dass es ihm die Eingeweide umgedreht hat. Die Sorgen, die er sieht, die Menschen, die er sieht, das geht ihm so nahe, dass es etwas in ihm auslöst. Er lässt die Menschen nahe an sich heran. Und ich stelle mir vor, wie er wiederum seine Jünger zu sich ruft, wie wir danach auch lesen, und ihnen sagt, Petrus, Judas, was seht ihr? Ich sehe eine Menschenmenge. Ich sehe eine Pause, die gerade nicht stattfindet. Nein, schau mal genauer hin. Siehst du die Frau? Die Frau dort hinten. Sie hat ihren Mann verloren und weiß nicht mehr, wie sie ihre Kinder durchbringen kann. Deswegen kann sie seit Wochen nicht mehr richtig schlafen. Siehst du ihre Not? Oder den Mann da hinten. In den letzten 2 Jahren hat er immer mehr sein Gehör zu verlieren begonnen. Seine Freunde haben sich von ihm abgewandt und fragen ihn, was er denn Schlimmes gemacht hat, dass Gott so etwas zulässt. Und er leidet. Er ist einsam, er ist verlassen. Ich habe seine Tränen gesehen. Jesus sieht den Einzelnen und er lässt die Sorgen des Einzelnen nahe an sich heran. Und auch das ist in dieser Geschichte der springende Funke, der die Geschichte ins Rollen bringt. Jesus ist so bewegt, dass er zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus sieht nicht nur die Not der Menschen, sondern er sieht auch die Frucht. Er sieht die Ernte, die daraus wächst. Was ist die Frucht hier? Menschen, die die neue Realität Gottes erfahren werden. Und deswegen schickt Jesus seine 12 Jünger aus. Er gibt ihnen die Vollmacht, die sie brauchen und sagt, geht immer zu zweit und verkündet die gute Botschaft des Reiches Gottes mit Wort und Tat, wo auch immer ihr hinkommt. Und meine Lieben, wenn wir uns diese beiden Geschichten vor Augen führen, sehen wir, dass sie beide auf die gleiche Art und Weise beginnen. Sie beginnen damit, dass Gott die Not der Menschen sieht. Er schaut hin.
Und was er sieht, bewegt ihn. Er sieht nicht nur die Not, er sieht nicht nur den Schmerz, er sieht genauso auch die Bestimmung. Er sieht die Zukunft der Menschen. Er sieht, was er tun will. Und aus diesem Grund sendet er seine Vertrauten, die ihn kennen, die sein Herz sichtbar machen sollen. Meine Lieben, das ist heute genau gleich. Jesus sieht die Not der Menschen um uns herum. Er sieht die Sorgen. Er sieht die schlaflosen Nächte. Er sieht die Versorgungsängste. Er sieht die Pflegefachfrau, die Doppelschichten leisten muss und am Ende ihrer Kräfte ist. Er sieht die alleinerziehende Mutter, die ihr Kind alleine zu Hause lassen muss, weil sie auf die Arbeit angewiesen ist. Gott sieht die Angst, die Schmerz, aber genauso die Bestimmung. Er sieht. Er ist El Roi, der Gott, der uns sieht. Und noch heute beginnen diese Geschichten der Hoffnung, die das Leben von Menschen verändern, damit, dass wir, Gottes Vertraute, sehen, was Gott sieht und uns auf seine Geschichte einlassen. Genauso wie das Franziska getan hat in der Geschichte, die wir am Anfang gehört haben. Die zugehört hat, die bei ihrer Freundin war, die ihr Leiden gesehen hat und sich ihr zugewandt hat. Und wie sie werden auch wir erleben, wie Gott die Geschichte wendet, um Menschen zu Fans von Jesus werden, wenn wir uns ihnen zuhören. Was es braucht, ist unsere Bereitschaft, uns berühren zu lassen und hinzuschauen. Genau wie das auch das Team vom Gassenbus immer wieder tut, von denen wir jetzt ein nächstes kurzes Clip sehen. Herzlich willkommen hier beim Gassenbus, der hier beim Kunstmuseum steht. Jeden Mittwochabend sind wir unterwegs, um so ein Angebot zu machen für die Männer und Frauen, die hier auf der Gasse leben und wohnen und ihre Tätigkeiten nachgehen. Ich bin Simon Bachmann, ich bin der Projektleiter des Gassenbus, der im Dienst am nächsten angegliedert ist. Ich begleite hier ein Team von Freiwilligen, begleiten, wo wir diesen Männern und Frauen Gottes Liebe sichtbar machen wollen. Sei das, indem wir für sie da sind, ihnen zulassen von ihren Nöten, indem wir sie trösten von dem, was sie erlebt haben, von früher oder gerade aktuell, indem wir sie ermutigen in dieser Lebenssituation, in der sie stehen, oder indem wir ihnen ganz praktisch unter die Arme greifen, indem wir ihnen Schlafsäcke geben für die kalte Nacht, Jacken, warme Socken, frische Unterwäsche, andere Kleider, Lebensmittel, das, was sie gerade vielleicht im Moment brauchen. Und so wollen wir die Gottesliebe sichtbar machen in dieser Stadt, wo wir überzeugt sind, dass wir so etwas auch verändern können. Und uns ist es so ganz wichtig, dass das nicht nur wir am Mittwochabend machen, sondern dass jeder Einzelne von dieser Gemeinde, wo wir sind, sich auch Zeit nimmt, wenn er durch die Stadt durchgeht. Und den Männern und Frauen, denen er begegnet, die Zeit gibt, etwas verschenkt von sich, vielleicht praktisch schon hilft oder einfach nur schon mit zulassen, für sie da ist und ihnen Zeit gibt. Und ich bin überzeugt, dass das wirklich Licht in die Stadt hineinbringt und die Stadt auch mit Salz und nachhaltig verändern. Vielen Dank, Simon, und auch dem ganzen Team vom Gassenbus. Genau das wollen wir leben, dort, wo Gott uns hinstellt. Wir wollen hinschauen, wir wollen zuhören und wir wollen Gottes Zuwendung zeigen. Denn wie haben die Israeliten, wie haben die Menschen in der Zeit von Jesus Gottes Zuwendung erlebt? Genau, durch die Vertrauten, die Gott gesandt hat. Und das sind wir. Wenn wir als Church Leben, Licht und Hoffnung in diese Stadt bringen wollen, dann beginnt es damit, dass wir zuhören und zuschauen, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir den Menschen in dieser Stadt zuhören, was sie bewegt und was sie beschäftigt. Aus den Zeitungen wissen wir, dass in der aktuellen Situation gerade die Gastronomie, aber auch das Gewerbe richtig in Not ist, dass viele Menschen an Existenzängsten leiden. Wir konnten lesen, dass GastroSuisse sagt, dass etwa ein Drittel der Gastrobetriebe der Konkurs droht im Verlauf des Winters, wenn es so weitergeht. Und da stecken Menschen dahinter. Diese Woche hat mir Martin Schneider, ein Mann aus der Vignette Bern, der einen Catering-Betrieb hat, geschrieben und hat mir geschrieben, wie er herausgefordert ist, wie die Aufträge weggebrochen sind, aber wie er auf Gott vertraut. Und er hatte eine tolle Idee mit dem Dinner in the Box, wie Betriebe immer noch Weihnachtsessen durchführen können, auch wenn man nicht am gleichen Ort sein soll. Martin, eine tolle Idee, und wir beten, dass Gott da einfach Türen auftut, Türen der Versorgung.
Und wenn du Martin unterstützen möchtest, indem du beispielsweise in deinem Betrieb ein Weihnachtsessen machst oder vielleicht als Familie, wenn ihr euch nicht treffen könnt, sagst, hey, wir können so ein Dinner in the Box bestellen, um dennoch gemeinsam Weihnachten zu feiern und noch jemanden zu unterstützen, dann geh auf schneiders-catering.ch und melde dich bei ihnen. Ja, wir werden jetzt auch gleich für Mitarbeiter in der Gastronomie und im Gewerbe beten und einfach für Hoffnung und für Gottes Eingreifen in ihre Situation beten. Aber bevor wir das tun, wollen wir auch noch einmal praktisch hinhören, was uns Mitarbeiter in Gastrobetrieben hier in der Innenstadt zu sagen haben, was sie zurzeit bewegt. Wir sind unserer Serie «Ein Herz für unsere Stadt». Und im Moment ist wir viel einfach auch von Herausforderungen in der Gastrobranche. Und wir wollten einfach wissen, wie geht es diesen Leuten, wie geht es ganz konkret Restaurants oder Cafés in Bern. Und darum haben wir uns auf den Weg gemacht und sie fragen. Wir haben sie gefragt, was sind ihre Herausforderungen, was beschäftigt sie jetzt in dieser Corona-Krise und für was können wir konkret beten. Also ganz sicher mal mega Druck mit allem drum und dran, weil Gäste kommen nicht mehr. Die Gäste haben Angst wegen dem Corona, man merkt es auch. Sie gehen auf Distanz. Der Umsatz, den wir haben, ist momentan gekriselt. Wir wissen nicht, wie es genau hier weiterlaufen soll, ob es dann wirklich zugeht oder nicht. Das ist noch so unser Ding. Das macht uns nervös natürlich auch. Klar, wir haben auch Kurzmitarbeit, also Kurzarbeit haben wir schon auch. Zumachen ganz sicher noch nicht, das wollen wir schon probieren nicht. Aber wenn es der Umsatz nicht geht, müssen wir schauen, wie es weitergeht, wie es weiterläuft. Und das macht einem schon nervös. Hässig, nervös, Schlafstörungen, Schweißausbrüche. Wir probieren wirklich alles zu machen. Manchmal haben wir das Gefühl, es kommt ein super Tag und dann prätschen sie uns wieder irgendetwas rein. Und dann sind wir wieder gleich weit wie vorher. Ja, es macht einem also nicht Angst in dem Sinne wegen dem Corona, sondern es macht uns einfach Angst, wie es weitergeht. Und nachher haben wir mit einem Kollegen zusammen, wir haben mal gesagt, tun wir einfach einen Beiz auf. Nachher haben wir im Lorraine so eine koreanische Küche aufgetan. Und das heisst, es ist ein Namsen-Restaurant. Und das haben wir ganz am Anfang, 1. August, angefangen. Und seit 3 Monaten jetzt sind wir dran, dort am Arbeiten. Und ja, und wir haben sehr, sehr gut gestartet. Ich muss sagen, mit den Leuten her ist es ganz gute Comments haben wir mitbekommen. Und jetzt weiter. Die Situation ist momentan einfach sehr, sehr, sehr schwierig wegen Corona. Und ich denke, es für alle einfach so. Es ist so eine Situation. Aber wir hoffen, dass wird das vielleicht noch gut. Genau, Kurzarbeit haben wir gehabt, vorher auch. Und jetzt wieder Kurzarbeit. Und wo Leute, die Familie leben und andere, wo müssen es trotzdem einzahlen, gell? Von Wohnung, Krankenkasse. Und es können da Leute entlassen werden, wenn es so weiter ein halbes Jahr, ein Jahr geht. Das ist schon ein bisschen schwierig, oder? Leben und so. Wir müssen gleich 100% Rechnung bezahlen. Kann nicht 80% Rechnung zahlen. Leider ist der letzte Teil des Videos abgerissen. Wir haben konkrete Gebetsanliegen erhalten von Menschen aus der Gastronomie. Und ich lade dich ein, jetzt für Mitarbeiter in der Gastronomie, aber genauso im Gewerbe zu beten mit mir, dort wo du zu Hause bist. Und wenn du selbst in dieser Branche oder in diesen Branchen arbeitest, dann gelten unsere Gebete dir. Wir denken an dich, wir beten mit dir. Und das Erste, wofür wir beten wollen, wir können jetzt auch die Liste mit den Gebetsanliegen einblenden, ist einfach Frieden und Hoffnung. Und Jesus, ich bitte jetzt für jeden Mitarbeiter in der Gastronomie, genauso wie auch im Gewerbe. Jesus, wir haben diese Geschichten gehört von Menschen, die nicht mehr schlafen können, die schweißgebadet aufwachen,
Und ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden kommst. Jesus, du hast deinen Jüngern kurz bevor du verhaftet wurdest gesagt, dass du ihnen einen Frieden schenkst, der nicht von dieser Welt ist. Und ich bitte dich, dass du jeden Geschäftsführer, jeden Mitarbeiter eines Restaurants, eines Cafés, einer Bar, eines Ladens jetzt mit diesem Frieden erfüllst. Ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart kommst in die Wohnzimmer, in die Geschäftsbetriebe, wo die Menschen diesen Livestream schauen und einfach den Ort mit deinem Frieden erfüllst, dass du ihr Herz mit diesem Frieden erfüllst, dass du Hoffnung gibst, die über die Umstände hinausgehen. Jesus, ich bitte dich für tiefen Schlaf, denn im Schlaf regenerieren wir uns, im Schlaf erholen wir uns. Und ich bitte dich, dass der Schlaf wieder tief ist, so dass diese Mitarbeiter zu Kräften kommen. Ich bitte dich, dass du die Ängste nimmst, nicht weil sich zwingend die Situation einfach verändert, sondern weil dort, wo deine Liebe sichtbar wird, Angst keinen Raum mehr hat. Und so bitte ich dich, dass du jedem Mitarbeiter im Gastro und im Gewerbe einfach jetzt eine Offenbarung deiner Liebe gibst. Ich bitte dich gleichzeitig auch um finanzielle Versorgung. Und Jesus, die kann aus unterschiedlichen Quellen kommen. Entweder durch unerwartete Gäste oder unerwartete Kunden, durch Geschäftsideen, die einschlagen, durch staatliche Unterstützung oder auch, dass plötzlich einfach Rechnungen beglichen sind, ohne dass es nachvollziehbar ist, woher es kommt. Ich bitte dich, dass du finanzielle Versorgung schenkst in dieser Situation. Und wir beten auch um Gesundheit und Schutz der Mitarbeiter. Auf der einen Seite sicher einen Schutz vor Ansteckung, aber genauso für einen Schutz der Gesundheit durch den Stress, den das Ganze auslösen kann. Und Jesus, noch viel mehr bitten wir dich, dass du uns zeigst, wie wir ein Segen sein können, wie wir Teil der Lösung sein können, wie wir diese Leidenschaft fürs Gastgebersein stärken können in Menschen, die in der Gastrobranche arbeiten. Herr, indem wir beispielsweise eben auswärts essen gehen, indem wir unsere Weihnachtsfeste dieses Jahr beliefern lassen oder was auch immer. Zeig du uns Ideen, gib uns Gedanken, wie wir um uns herum, dort wo wir sind, in dem Quartier, in dieser Stadt, in dieser Ortschaft, ein Segen für die Menschen in der Gastronomie und im Gewerbe sein können. Amen. Und so freue ich mich, mit dir zusammen, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, mir von Gott zeigen zu lassen, was er sieht, wo er Not und Schmerz sieht, genauso wo er Bestimmung und Zukunft sieht. Und die wollen wir im Leben von Menschen sichtbar machen. Amen. Ja, wir wollen einfach jetzt auch noch unsere Gaben zusammenlegen. Wir als Vineyard Bern, wir haben die Vision, dass wir Gottes Reich in alle Menschen sichtbar machen möchten. Und du kannst einfach an unserer Vision teilnehmen, wenn du uns auch finanziell unterstützt. Das darfst du gerne online machen über unseren Webshop oder auch gleich mit der nächsten Folie über Twint. Und falls du jetzt gerade nicht dein Handy zur Hand hast, darfst du das auch am Schluss noch machen, einmal wenn die Folie eingeblendet wird. Hey Mareike, wenn wir schon bei der Kollekte sind, ich möchte allen ganz herzlich danken, die sich letzte Woche an der Erntedank-Kollekte beteiligt haben. Wir haben miteinander zurzeit über 30.000 Franken zusammengelegt, die wir an Gemeinden in Iran, Irak, in Afghanistan, in Indien, aber auch in Afrika geben können, die an Gemeinden geht, an Christen geht, die unter der Corona-Situation richtig massiv leiden. Oftmals Gemeinden, die in Gebieten sind, wo sie verfolgt werden, wo sie aber auch keine wirtschaftlichen Perspektiven mehr haben. Und unsere Hilfe kommt dort ganz direkt bei diesen Menschen an. Gemeinden, die sich auch selbst weiter verschenken. Und deswegen danke ich dir für deinen Beitrag. Ja, herzlichen Dank. Und nächste Woche geht es weiter mit unserer Predigtserie. Ich vergesse immer den Namen. Ein Herz für unsere Stadt. Und wir werden uns beschäftigen, wie es ist, mit Gott zusammen für unsere Stadt zu träumen.
Ich möchte zum Schluss noch einmal die ansprechen, die das erste Mal heute dabei gewesen sind. Herzlich schön warst du da und herzlich willkommen noch einmal. Wir möchten dir gerne etwas schenken, ein Online-Geschenk, und du darfst dich gerne bei uns melden per E-Mail. Genau. Weiter möchte ich einfach noch einmal alle, die zu Hause sind, vielleicht mit Freunden schauen oder auch im Hauskreis, ermutigen, dass ihr euch noch einmal Zeit nehmt für ein Gebet, für vielleicht die Restaurants und Cafés in eurem Quartier oder wo ihr mega gerne hingeht, dass ihr spezifisch für diese Leute einfach betet und euch ihnen annehmt. Ganz zum Abschluss möchte ich einfach noch sagen, dass das Video, das wir leider nicht ganz fertig schauen konnten, ganz am Schluss vom Gottesdienst noch einmal abgespielt wird. Und dann möchte ich euch einfach noch segnen für den Abschlusssegen und für die nächste Woche. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du uns Jesus gegeben hast und Jesus, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der nun bei uns hier auf der Erde immer noch lebt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzen weich machst, dass wir sehen dürfen und fühlen dürfen, was der Vater sieht, so dass deine Liebe einfach sichtbar wird in allen Menschen um uns herum. Seid gesegnet. Amen. Wir sind in unserer Serie «Ein Herz für unsere Stadt». Und im Moment ist wir viel einfach auch von Herausforderungen in der Gastrobranche. Und wir wollten einfach wissen, wie geht es diesen Leuten, wie geht es ganz konkret Restaurants oder Cafés in Bern. Und darum haben wir uns auf den Weg gemacht und sie fragen. Wir haben sie gefragt, was sind ihre Herausforderungen, was beschäftigt sie jetzt in dieser Corona-Krise und für was können wir konkret beten. Also ganz sicher mal mega Druck mit allem drum und dran, weil Gäste kommen nicht mehr. Die Gäste haben Angst wegen dem Corona, man merkt es auch. Sie gehen auf Distanz. Der Umsatz, den wir haben, ist momentan gekriselt. Wir wissen nicht, wie es genau hier weiterlaufen soll, ob es dann wirklich zugeht oder nicht. Das ist noch so unser Ding. Das macht uns nervös natürlich auch. Klar, wir haben auch Kurzmitarbeit, also Kurzarbeit haben wir schon auch. Zumachen ganz sicher noch nicht, das wollen wir schon probieren nicht. Aber wenn es der Umsatz nicht geht, müssen wir schauen, wie es weitergeht, wie es weiterläuft. Und das macht einem schon nervös. Hässig, nervös, Schlafstörungen, Schweißausbrüche. Wir probieren wirklich alles zu machen. Manchmal haben wir das Gefühl, es kommt ein super Tag und dann prätscht sie uns wieder irgendetwas rein. Und dann sind wir wieder im gleichen wie vorher. Ja, es macht einem also nicht Angst in dem Sinne wegen dem Corona, sondern es macht uns einfach Angst, wie es weitergeht. Und nachher haben wir mit einem Kollegen zusammen, wir haben mal gesagt, tun wir einfach einen Beiz auf. Nachher haben wir im Lorraine so eine koreanische Küche aufgetan. Und das heisst das Namsen-Restaurant. Und das haben wir ganz am Anfang, 1. August, angefangen. Und seit 3 Monaten jetzt sind wir dran, dort am Arbeiten. Und ja, und wir haben sehr, sehr gut gestartet, ich muss sagen. Mit den Leuten her ist es ganz gute Comments haben wir mitbekommen. Und jetzt weiter. Die Situation ist momentan einfach sehr, sehr, sehr schwierig wegen Corona. Und ich denke, es für alle einfach so. Es ist so eine Situation. Aber wir hoffen, dass wir das vielleicht noch gut. Genau, Kurzarbeit haben wir gehabt, vorher auch. Und jetzt wieder Kurzarbeit. Und wo Leute, die Familie leben und andere, wo wir müssen trotzdem einzahlen, gell? Von Wohnung, Krankenkasse. Und es können da Leute entlassen werden, wenn es so weiter ein Jahr geht. Das ist schon ein bisschen schwierig, oder? Leben und so. Wir müssen gleich 100% Rechnung bezahlen. Kann nicht 80% Rechnung zahlen. Beten einfach für allgemein Leute, dass es besser kommt. Beten, dass wir die Hoffnung wieder haben, dass wir wieder normal arbeiten können. Dass wieder überall ein bisschen die Einnahmen kommen.
dass wir die Stellen wieder hätten für andere Leute auch. Ja, die Zukunft in dem Sinne ist halt, wie soll ich sagen, alles sehr ungewiss im Moment. Wir wissen nicht, wie lange ist das ganze Thema noch präsent. Jetzt das Ende ist absehbar. Uns geht es jetzt gut hier als Betrieb. Also gut, sagen wir es so, wir sind nicht gerade an der Limite. Es gibt Betriebe, die es viel härter genommen als uns. Aber auch diese Limite, also die Reserven sind natürlich irgendwann absehbarer Zeit durch. Und ich hoffe sehr, dass Frühling spätestens wir wieder normal arbeiten können. So darf ich sagen. Ja. Für Gesundheit, ganz klar für die Gesundheit von allen Menschen. Wir sind halt eine Branche, die viel Kontakt hat mit anderen Menschen. Auch wenn man es versucht einzuschränken, irgendwo findet gleich immer ein kleiner Kontakt statt. Also effektiv echt für die Gesundheit. Es ist mir sehr ein Anliegen, dass unsere Gäste, meine Mitarbeiter, wir, alle, die hier reinkommen, gesund daheim ankommen und auch gesund bleiben. Am Kreuz hast du triumphiert, wir gehören dir. Ein neuer Tag bricht an.